Hallo Reisefreunde, die Temperaturen sind wieder ein bisschen gefallen, der Wind bläht oder bläst wieder und wir sind sozusagen fortgetragen worden nach Hay on Wye. Und dieser Ort, der hat an und für sich eigentlich nicht viel Spezielles zu bieten, außer das da. Das ist sozusagen der Ort der Bücher. Und ihr wisst, dass ich jetzt sowieso schon wieder im 7. Himmel bin. Und ich muss jetzt schauen, weil die Bücher hier hinten mir, die kosten alle nur 2 Pfund. Tschüss! Hinter diesem Ort gibt es natürlich auch eine Geschichte, denn einfach so aus Zufall ist hier nicht eine einzige riesige Bücherei entstanden. Der König hat, Richard irgendwas, hat irgendwann mal gefunden, er muss was machen, damit der Ort, der eigentlich völlig abseits der Touristenpfade ist, zum Leben erwacht und hier Geschäfte sich ansiedeln. Also hat er einen Container voll Bücher aus New York bestellt. Und das hat funktioniert. Da kamen die ersten Touristen und kamen in dieses Ort. Und mit den Touristen kamen natürlich auch die Buchhändler. Aber nicht einfach die normalen Buchhändler, die irgendwo, wenn man denen einen Buchtitel sagt, das in ihrem Computer nachschlagen. Nein, hier kamen die Leute hin, die aus Leidenschaft Bücher verkaufen, die jedes Buch wahrscheinlich selbst schon 3- oder 4-mal verschlungen haben, die exakt in ihrem Laden, auch im hintersten Winkel wissen, wo welches Buch steht. Diese Läden haben sich hier angesiedelt. Und einer davon, von den ersten, der hier war, der ist jetzt auch hinter mir. Das ist der Cinema Book Shop. Und hier werde ich jetzt auch noch ein bisschen weiter stöbern, weil im ersten Regal habe ich noch nichts gefunden. Da ist sogar noch ein Buchzeichen drin. Hier gibt es ganz viele Bücher aktuell, gerade über den Terrorismus. Ich weiß nicht, ob das hier einfach sehr viele Bücher darüber geschrieben wurden oder ob die niemand lesen will und sie deshalb hier draußen für 1 Pfund zu haben sind. Ich hätte ja lieber einen Roman, am liebsten einen, der jetzt auch hier irgendwo aus der Gegend spielt, weil aus Wales ist ja doch die eine oder andere Liebesgeschichte. Steffi verliert sich ja gerade ein bisschen da hinten bei diesen Büchern. Kein Wunder, für jeden Bücherfan ist das ja ein absoluter Traum hier. Aber auch für mich, der sich ja nicht so extrem für Bücher interessiert, hat dieser Ort wirklich etwas ganz Spezielles an sich. Er ist nicht nur wunderschön, sondern mit all diesen Büchergestellen halt auch wirklich cool zum Fotografieren und Filmen. Und ja, es ist halt wirklich wieder so ein kleiner englischer Ort, der sich absolut lohnt. Richtig, richtig cool. Ich habe ein deutsches Buch gefunden. Die Freude hält aber nur kurz. Die Fragen des Königs Milinda. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Hier sind gleich 2 der wohl ältesten Buchshops hier im Ort. Einmal den Cinema Book Shop, den habe ich euch vorhin ja schon gesagt, aber was ich euch unterschlagen habe, ist, dass das früher mal ein 2-stöckiges Kino gewesen ist, deshalb auch der Name. Und dahinter ist der Francis Edwards Shop, der hat antike Bücher drin. Und ich glaube, da gehen wir jetzt einfach in beide mal rein und schauen uns ein bisschen um, weil hier draußen sind irgendwie nicht so die Bücher, die mich interessieren. Mal schauen, ob wir da überhaupt noch was finden. Ja! Los! Diese Buchhandlung hier ist so unglaublich groß. Es gibt hier sogar einen Guide, wo man was finden kann, weil es ist ja auf 2 Stockwerken verteilt und keine Ahnung, hier sind wahrscheinlich Millionen von Büchern. Und hier hat es dann auch den Plan dazu, wo was ist.
Ja, also ich glaube, die nächsten 2 bis 3 Stunden weiß ich, wo ich bin. Irgendwo hier drin. Damit man auch wieder herausfindet. Aber wer will das schon? Ich glaube, ich habe jetzt meine Abteilung gefunden. Aber jetzt interessiert mich natürlich auch, was ihr gerne für Bücher liest. Vielleicht finden wir ja eins hier für euch und können sie euch mitbringen. Schreibt es unten in die Kommentare. So. Geschafft. Nach Louis gefühlt 3 Stunden sind wir jetzt draußen. Ich habe ein Buch gefunden. Die Auswahl ist gar nicht so leicht bei so vielen Büchern. Aber es gibt ja noch so viele weitere Geschäfte und deshalb gehen wir jetzt sofort los in das nächste. Kannst du ruhig sagen, wie viele Geschäfte es sind? Ich weiß es nicht mehr. Es sind 26 Geschäfte. Gut, 26 mal 1,50. So viele Bücher brauche ich doch nicht. Buchladen Nummer 3 hat einerseits Secondhand, andererseits aber auch neue, weil der zweite, der gerade zuvor, der hatte ja vorwiegend neue Bücher. Mir gefällt beides. Mir gefallen alte, gelesene Bücher sehr gut. Hier hat es aber irgendwie auch Kleider, oder? Ja, hier hat es allerlei Antiquitäten, auch alte Druckbuchstaben und solche Sachen. Spannend. Dieser Ort ist nicht nur für seine Bücher bekannt, sondern auch für Antiquitäten. Und heute ist gerade auch ein Antiquitätenmarkt und da wollen wir natürlich auch reinschauen. Eine Galerie, ein Café, ein Studio. Ich weiß gar nicht, was da draußen noch alles stand, was dieser Ort hier ist. Für mich ist da einfach bezaubernd, überwältigend. Ich weiß gar nicht, wo ich überall noch hinschauen soll. Es ist einfach wahnsinnig toll. Und an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank, Bürte Lachenmann, dass du uns an diesen Ort geführt hast. Das war ein weiterer Tipp auf Facebook aus unserer Community. Und schaut mal, was wir durch so etwas erleben dürfen. Das ist einfach genial. Ihr seid die Größten. Dicken Daumen nach oben mal für euch. Die nächste Buchhandlung und das nächste Wow. Es ist einfach, es ist so geil. Ich muss es sagen, es geht nicht anders. Jetzt muss ich lesen. Tschüss. Hast du denn schon wieder was gefunden? Ich bin auf der Suche. New Welsh Short Stories. Wir haben jetzt keinen Speicher und keinen Akku mehr. Und auch keine Zeit mehr auf der Parkuhr. Ja, da haben wir noch 3 Minuten. 3? 3. Bis 10 nach habe ich gelöst. Ah, bis 10 nach, dann haben wir noch 13. Und die gehen die ganze Zeit rum. Ich denke, ich muss mich langsam... Die wissen natürlich, dass die Leute hier sich meistens ein bisschen verlieren, sage ich mal, oder? Ja. Kennst du das Gefühl? Ein bisschen, ich schwebe gerade.
Kannst du mich hier einfach in 2 bis 3 Jahren wieder abholen? Ich weiß nicht so recht, wer fährt dann links in England? Ich habe echt keinen Bock darauf. Wenn das einzige Problem ist, das kriegen wir hin. Wahnsinnig cooler Ort. Diese ganzen Geschäfte sind nicht nur die Bücher. Gerade auch wieder wie hier. Ich denke jetzt, das ist die Exchange-Bibliothek. Ich habe ja auch 2 Bücher dabei zum zu tauschen. Es ist einfach das Flair, es sind diese vielen kleinen Geschäfte, es sind die süß eingerichteten Antiquitätenläden, die Cafés, alles zusammen. Sogar der Metzger sieht schön aus. Und die Leute sind so unglaublich freundlich, immer auf der Straße. Dafür müssen wir jetzt mal eine Lanze brechen, wirklich. Genau, also wir werden ganz oft auf der Straße angesprochen, nicht weil sie uns irgendwie ansehen, dass sie Touristen sind oder weil sie irgendwie sowas wollen, sondern der Engländer hat einfach immer irgendeinen coolen Spruch auf der Zunge liegen, den er herausposaunt und danach kommt man sofort ins Gespräch. Es sind super herzliche und nette Menschen und ja. We love England. Und zwar so richtig. Und natürlich auch diesen Ort hier. Buchfans, den müsst ihr euch echt merken. Wir schreien es nochmal dick hier unten hin, damit der Name bei euch im Kopf eingebrannt ist. Und wenn ihr nach England kommt, unbedingt auch hierhin. Ist echt sensationell schön. Vorbei, die Parkuhr ist ausgelaufen. Wir müssen dringend zurück, sonst gibt es eine Parkbuße. Dieser Ort hier, der war so faszinierend und so einzigartig und grandios, dass wir dem sogar einen ganzen Vlog gewidmet haben. Ihr wisst es, ich bin eine Bücherratte. Louis filmt wahnsinnig gerne und bei dieser Kulisse sind wir beide voll auf unsere Kosten gekommen. Wenn auch dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Der ein oder andere hat jetzt bestimmt schon eine Stecknadel auf seine Reisekarte gesetzt und möchte, weil er vielleicht ebenfalls bücherbegeistert ist, hierher kommen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dieser Ort ist so schön. Und ja, lasst uns doch mal sehen, wie schön ihr den Ort gefunden habt, anhand der Anzahl Däumchen, die wir bekommen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr so lest und dann sehen wir uns demnächst aus einem anderen Ort aus England wieder. Bis die Tage dann. Tschüss!